Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Inderbizin aus Schänis im Kanton St. Gallen, Astrid Murpf aus Hasle im Entlebuch, aus Röthenbach im Emmental Marlies Bertschi, von Gravo im Waadtland Aurelia Joly, aus Niederrickenbach im Kanton Nidwalden Manuela Achermann, die Florina Candinas aus Andiast in der Bündner Surselva und aus Bürgle im Kanton Uri die Therese Marti. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Für die Brigitte Inderbizin muss alles stimmen, wenn die Landfrauen kommen. Ein bisschen lieb, bitte. Ist gut so. Ja. Sogar die Frisur von ihrem Mann Adi. Bevor sie in die Küche geht, wetzt sie darum noch ein anderes Messer. Die gelehrte Bäckerin-Konditorin ist ab und zu auch seine Coiffeuse. Ja. Ich bin ganz vorsichtig. Was willst du jetzt nicht für eine Frisur? Bist du ja nicht um eine Wetschere? Jetzt sind wir voll bereit. Jetzt schaue ich, dass der Adi auch noch schön ist. Und dann sind wir bereit, könnten die Frauen kommen. Sie meint natürlich die anderen 6 Landfrauen. Die sind schon unterwegs im Boschi in der st. Gallischen Lindebene. Sie können es noch locker nehmen, weil sie nicht als Erste mit Kochen dran sind. Ich bin froh, dass ich so mit drin bin und nicht gerade am Anfang. Ja. Es braucht viel Mut. Ich denke, Brigitte ist schon noch ziemlich am Umrennen. Ja. Ich glaube, die ist noch ziemlich am Büscheln. Zuerst bin ich so verklüpft, als ich gehört habe, dass ich die Erste bin, die kochen muss. Habe ich gedacht, oh nein, ja, hast so keinen Vergleichswert. Aber mir ist sehr schnell bewusst worden, dass das eine grosse Chance ist für mich, dass ich dann genau meinen Stil durchziehen kann, den ich kann. Der war kurz. Schau mich schnell schon. Ja, da kann man lachen. Du hast ein bisschen viel Haar im Gesicht. Ja, muss ich da rasieren, oder? Ja. Stilgerecht, denke ich. Die ist noch in der Deko dran. Tischdecken, ja, genau. Ich denke genau, ja. Ich denke, mit dem Essen, das hat sie sicher alles Ja, vorbereitet. Habe ich das Gefühl. steht. Das steht, ja. Einfach noch so der letzte Schliff. Schliff, genau. Die Kinder noch anlegen Ja, genau. und den Mann noch richten. Was ist, Adi? Problem. Was? Fingertau. Nein, was hast du gemacht? Find mir in die Geschichte. Geschitten? Nein! Nein, zeig, ist schlimm. Nein, es tut weh. Nein, aber du weißt ja, wo die Pflaster sind, dort bei den Kinderpflastern. Sonst musst du zum Grossen. Nein, ich kann nicht servieren. Dann Wir musst du müssen regeln. wechseln. Du musst. Ja, und du kochen? Ja, genau. Von diesem Malheur ahnen die Frauen nichts. Sie rätseln, was es echt zu essen gibt. Ich finde es ganz schwierig, was es bei der Brigitte gibt. Ich habe immer Lust auf Salat. Zum Dessert kann ich mir vorstellen, gibt es sicher etwas Kreatives. Gut. Du, die Namen sollte ich noch lernen. Manuela ist die von Obwalden. Ja, und welche ist von Bolden? Die von Obwalden gehörst ja vom Dialekt an. Du lässt einfach jede Lorette noch mal. Nein, ich laufe rein, wer ist Manuela, Ist welche? es gross? Nein, das ist gut. Manuela. Das dritte ist die mit den kurzen blonden Haaren. Aber ich kann ja reinlaufen und fragen, wer ist das dritt, wer ist Ding, und dann tue ich dort den Teller. Das erste Mal. Hey. Nein. Viel Zeit für die Namen der Landfrauen auswendig zu lernen, hat der Adi nicht mehr. Das Postauto ist jetzt gerade auf dem Hof von Inderbizins Schänis. Hoi Manuela! Schön sind ihr endlich da! Hoi Marlies, Brigitte, hoi! Hoi Astrid, hoi! Wir waren voll im Element. Wirklich, das Mutterherz geht auf, das geht nicht anders. So süß, zum Dahinschmelzen, so süß.
Darf ich euch gerade meine Familie vorstellen? Das ist mein Mann, der Adi. Dann das ist unser kleiner Spatz, der Edi. Dann Corinna, Claudia. Und das sind meine Schwiegereltern, der Martin und Margrit. Und da habe ich noch meine Küchengehilfin, meine Schwester Margrit. Sie bringt gerade etwas zu trinken raus. Merci vielmals. Danke vielmals. Der Drink heisst Brigitte Scharfmacher. Aber das ist nicht, was ihr wieder meint, weil ich hier Hand mähe und wir haben gerne eine scharfe Säge. Schau, Kinder, ihr könnt hier eins nehmen. Ja. Und der Edi, du es auch nehmen. Wer ist eben, Edi? Ja, der Edi mit seinem Ding war wirklich ganz, ganz herzig. Wenn ihr auch anstoßen mit der Frau. Komm, Kind. Margrit. Er könnt hier gerade zugreifen. Der Apero ist eröffnet. Aber es sind nicht zu viel, als ihr noch immer noch Hunger habt. Heute muss Brigitte ihre Sägesse besonders scharf wetzen. Sie muss gegen die besten Handmeierinnen antreten. Es ist der letzte Wettkampf der Saison und sie will unbedingt in die Grenze kommen. Das ist auf mein Kommando, wenn ich sage, breiter, durchziehen, sauber mähen. Ich bin ganz leicht angespannt, aber das sollte schon gehen. Ich bin eine Art schon ehrgeizig, aber es gerät halt gleich nicht immer. Aber hoffentlich gerät es heute, das wäre auch schön. Bist du bereit? Ja. Amanda gilt. Achtung, fertig, los! Schön, ja. Ja, die breite Luft, komm aufhalten, ja? Super. So ist gut, jawohl. Du machst ja ganz gut, sehr gut. Schön durchziehen, perfekt, jawohl. Komm, jetzt bitte ich noch. Gib ihm, jetzt kämpfen. Durchziehen, auf. Jawohl, ziehen. Und hoch, da noch Streich. Und der unten auch noch gerade. Unten auch noch gerade. Super, super. Bravo, Freddy. Sehr gut gemacht. 1,32. Was, 1,32? Ho. Gut. Ho. Hey, das ist gut. Oh, die nimmt sie gerade weg. Ich schnaufe jetzt noch eine Stunde, so dann geht es mir ganz gut. Adi, jetzt nehmen wir einen Schnüpfel. Ja. Das ist gut gemacht. Die Brigitte ist stolz auf ihre Leistung. Die Kraft. Ich denke alle an meinen Ehemann und dann gehe ich alle ab in ein Zäpfchen. Jemand Brigitte ihre Zeit für einen guten Platz in den vorderen Rängen lenkt, kommt aus, wenn die Kampfrichter kontrolliert haben, ob die ganze Fläche auch sauber ist gemäht wurde. Dann gibt es die Rangverkündigung. Sie hat eine super Leistung gezeigt, und zwar ist das Tinderbitzi Brigitte von Schenis, 4. Rang. Ich habe gedacht, das ist ein schlecht. Wenn muss ich ja kommen. Ich kann ja mit beiden schmusen, wenn der reinkommt. Danke vielmals. Es hat nicht nur für einen von den 6 Kränzen gelangt, sondern auch für einen Preis. Ich gratuliere dir. Komm, weißt du was, ich nehme diese Tafeln dort hinten. So richtig hat sie aber nicht mit dem 4. Platz gerechnet. Hey, danke vielmals, danke vielmals. Aber als sie die vor mir runtergelesen haben, habe ich gedacht, ja, so weit weg kann ich eigentlich gar nicht sein. Und nein, jetzt habe ich auch Freude, dass es jetzt so geklappt hat. Super, perfekter Saisonabschluss für mich. Mal besser hätte es nicht kommen können. Super. Zurück auf dem Hof. Tagwach bei der Familie Inderbizin. Regnet es fest für uns? Mal, es tut schon ein bisschen regnen, werden dann wahrscheinlich schon ein bisschen nass. Könnt ihr den Schirm mitnehmen? Komm, jetzt müssen wir gehen. Die Corinna geht in die 1. und Claudia in die 3. Klasse. Hey, den Kinski-Streifen vergessen. Oh!
Das wäre jetzt nicht gut gewesen, den Streifen vergessen. Hat der Frau Schneider gesagt, wo hast du ihn wieder angetan? Ja. Uff. Ich Ich habe die Katze schon gefüttert, ist gut. Tschüss. Also, geht. Seit Ende August geht der Edi in den Kindergarten. Also ich glaube, der Adi vermisst den Edi eher mehr als ich, weil er war sehr viel mit ihm im Stall rum und ja, er vermisst ihn fast mehr. Die ersten paar Meter haben sie noch zusammen, dann biegt der Adi ab in den Stall. Ja, den Schirm müsst ihr gleich einnehmen, weil es könnte nachher wieder sein am Nachmittag. Wenn es Nachmittag so scheint, kann man dann auch als Sonnenschirm. Ja, genau. Macht's gut, tschüss! Dort ist natürlich alle immer mit mir mitgekommen morgen. Und ja, man hat alle viel ein bisschen diskutiert und hat schon kleine Arbeiten machen. Aber jetzt, ja, schon gut. Ja, nur am Scheissdreck machen. Ja, für das ist ja der Schulweg da, oder? So. So. Wie die Brigitte ist auch der Adi ursprünglich aus der Innerschweiz. Als Bub ist er mit seinen Eltern auf Schänis gekommen. Vor über 10 Jahren hat er den Hof von seinem Vater übernommen und von Milchwirtschaft auf Muttertierhaltung umgestellt. Mit 14 Hektaren Land in der Talzone und 17 Ammenkühen ist der Hof ein Kleinbetrieb. Klar, eben finanziell, das ist eigentlich schon noch etwas vom Wichtigsten. Aber das geht gut. Wir leben nach dem, was im Geldsäckel drin ist. Und was nicht dort drin ist, kann man nicht ausgeben. Dann wird es auch nicht gekauft. Wir leben ein bisschen nach dem alten Prinzip. Und ich meine, das funktioniert gut. Und ich habe natürlich, was der grösste Teil ausmacht, sparsame Frau, oder? Das ist natürlich... Als Bauerntochter hilft auch Brigitte im Stall jederzeit aus. Rund ums Haus herum ist sie aber die Tätschmeisterin. Und der Garten ist ihr besonders wichtig. Das Gärtnern habe ich in der Bäuerinnenschule gelernt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Freude am Garten bekommen. Aber es ist unglaublich. Man setzt im Frühling etwas oder auch im Herbst setzt man noch Sachen ein. Und dann sieht man, wie das gedeiht. Also, das ist für mich ein Ersatz. Andere müssen zum Psychiater gehen und ich habe hier meinen Garten. Und es macht einem ein gutes Gefühl, wenn man sieht, woher die Sachen kommen, die auch auf den Küchentisch kommen. Wo Brigitte ist auch die Hofhündin Josi nicht weit. Sie halten die Tiere auf dem Hof zusammen. Aber eins fehlt gerade. Wir haben 2 Katzen, den Schnurrli und den Maudi, und wir hängen so an diesen Katzen. Und es ist vorhin gerade von einer Lehrerin das Telefon gekommen, dass die Katze die vorher im Schulzimmer ist. Und ja, jetzt müssen wir die holen, dass wir sie wieder haben. Gehen wir schauen, wo die Kollege ist. Die Katze ist sich noch nicht so an Verkehr gewöhnt. Gehen wir sie gescheiter schnell abholen. Und dann Kind sicher auch freuen, wenn sie mit heimreiten können. Weil die Schule ist 1,5 Kilometer vom Hof weg. Hallo. Grüezi, Frau Hilmer. Hoi. Hey. Ich weiß nicht, ob es wirklich ihre Sinne ist. Mama, es ist sie. Gut, schön, ja. Gehen wir noch wieder heim? Hey, Corina, gehst du die Schuhe anlegen? Nein, es ist eine ähnliche. Corina sehr. Gut, hat sie Corina gekannt, gell? Danke vielmals. Action in der Schule. Ja, das ist schön, ja. Wahrscheinlich ist das Kätzchen hier über die ganze Wiese runter, dass dort in den Häuschen unten war. Oh. Aber jetzt haben wir sie ja wieder, jetzt ist wieder gut. Jetzt müssen wir noch dem Kätzchen zu fressen geben. Unbedingt. Aber nicht nur für die Büsse gibt es eine Stärkung. Am Nachmittag wartet nämlich Arbeit auf die ganze Familie. Immer wenn wir Holz versorgen, gibt es halt bei uns ein bisschen schneller zum Mittag. Dann tue ich entweder Weihen vorbereiten und noch eine Suppe, die ich schon gemacht habe. Und da haben wir noch ein bisschen Reste. Ja, einfach ganz einfach.
Gibt mir dafür am Samstag bei den Landfrauen ein bisschen mehr Mühe. Ja, Ladi, dann geben wir alles. Du musst. Willst du auch Spaghetti oder lieber Suppe? Habe ich vergessen. Das gibt es erst nachher. Zuerst musst du von diesen 2 Sachen nehmen. Kommt sicher, du kannst jetzt schon schauen. So. Nein, von dem gibt es erst nachher. Tja, jetzt musst du warten. Oh, gut. Ein guter. Eti? Nein. Jetzt soll schön lieb sein. Jetzt musst du halt schnell warten, sonst kannst du von diesen 2 Sachen haben. Gell? Dann halt. Zuerst eine Suppe. Auf welchem Bänkchen? Also ein bisschen zuerst. Sehr feine Kochen. Danke. Okay, bitte. Können Sie die Müsli ziemlich alles Das Wohnhaus von Brigitte und Madi wird mit dem eigenen Holz geheizt. Darum muss der Holzschopf für die kalte Jahreszeit aufgefüllt werden. Und diese Bütze ist Familiensache. Hoi! Ja, da ist mir wieder schön an. Gut. Oh, hoppala! Kannst du schon als Kugel stoßen, wenn du jetzt so schüben? Das ist wirklich Krafttraining. Wir haben es Art meistens lustig zum Arbeiten, weil wir harmonieren alle eigentlich sehr gut zusammen. Und die Kinder haben auch den Plausch. Und dann kommt manchmal plötzlich wieder ein hohes Eiche sind und noch plötzlich dann sie anstatt zu arbeiten irgendwie sonst irgendetwas machen. Gell? Ja. Aber das muss ja auch sein. Sie sollen auch dürfen Kinder sein und arbeiten soll auch bei ihnen ein gewisses Ding, das Spass haben. Weil sonst machen sie es dann plötzlich nicht mehr gerne, aber nicht in leichten Bereichen. Und nicht als Feister ran. Gut. Hey! Oh, da kommt wieder Arbeit. Hey, die hast du noch Holz? Hat's noch? Gehen wir wieder ein Futter holen. Einmal in der Woche steht bei Inderbizins ein Jassabend mit Freunden auf dem Programm. Heute gibt es einen Coiffeur-Jass. Sicher nicht. Ja, dann machen wir Slalom einfach. Ha, tata. Nehmen wir noch ein Schlückchen. Ich kann es eigentlich auch noch rühren. Ich auch. Wieso? Ja, das 9 ist auch schon gegangen. Unten, oben, unten, oben, unten. Ich kann alle. Nein, so eine Karte habe ich noch nie gehabt. Gut, haben wir gemischt. Ich habe noch 2 Farben gehabt. Hey. Also die Jassabend hier mit den Kollegen, das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig. Wir tun wirklich alle Wochen ein Jass. Also Jassen haben wir eine Art schon immer gerne. Ich finde das etwas Sinnvolles, weil wenn man jasset, dann tut man jassen, man tut schon reden miteinander, aber man tut nicht irgendwie über andere Leute aus den ganzen Abend oder irgendwie ein Seich schnurren. Also, mir sind die Jassabende eigentlich wirklich sehr wichtig. Weißt du, das war ein schönes Matchli, du weißt doch. Ja, der Karte ist ja wirklich sehr selten. Oh, du goldiges Signali, du doch wieder Skiler. Bitte, bitte, ganz da, dass wir Köpfe rausgehen. Oh, du goldiges Signali,
heute ist es richtig speziell, als wir einen Joker-Tag nehmen für die Kinder. Weil jetzt kommen wir heute wahrscheinlich das letzte Mal für dieses Jahr auf die Alp Tristeli zum Schwiegervater. Und das ist super, das wird ein Erlebnis. Die Alp Tristeli liegt im Taminatal oberhalb von Valenz. Der Schwiegervater bewirtschaftet sie im Sommerhalbjahr. Auf geht's. Gehen wir rauf. Die letzten Meter machen sie aber zu Fuß. Hey, jetzt gehen wir wandern. Komm. Aber hey, weißt du was? Vielleicht sehen wir den Flügelpilz wieder hier oben. Komm, wir gehen ihn suchen. Schau mal, da jetzt ganz viel. Aber die kenne ich eben nicht. Ja. Dann lassen wir es ein bisschen sein. Das lassen wir ein bisschen. Ja, die sind durch. Ich habe sehr einen grossen Bezug zur Natur. Und eben, ich gehe auch sehr gerne einmal in den Wald Pilze sammeln. Und ja, die Natur gibt uns so viel. Und das ist doch wunderbar und zu dem müssen wir schauen. Und auch an den Kindern weitergeben, dass ihr das auch schätzt, was die Natur alles gibt. Ja. Da wird sicher auch. Ist es eine, Corinne? Nein. Sicher nicht. Stimmt das? Nein, es ist wirklich einer. Hey, ja, der kleine Pfütti dort. Hey, der ist Hammer. Hey, der ist gut gesehen. Und immer wenn es einen Flügelpilz hat, hat es auch in der Nähe einen Steinpilz. Und jetzt, was machen wir mit dem? Ich esse das gut. Aha. Sehr gut, gell? Ja. Nicht jetzt endlich. Wir sind auch schon etwa einmal mit den Kindern in die Ferien. Einfach nicht so weit, also das Meer haben sie noch nie gesehen. Aber das wollen wir eine Art schon noch einmal erleben mit den Kindern. Aber wir haben sehr ein einfaches Leben, aber sehr ein zufriedenes Leben. Und ich denke, wir haben genau das gefunden, was wir wollen. Wir haben Zeit für die Kinder. Und wir brauchen nicht allen Luxus um uns herum, dass wir glücklich sind. Besondere Attraktion. Beim Grossdaddy hat es gerade 6 Welpen. Und da. Jetzt haben wir es geschafft. Hoi, Adi. Mutter. Hoi, Martin. Hoi. Hoi. Martin. Hey, ihr habt ja gewachsen. Hey, habt ihr gewachsen? Ja. Jetzt Kaffee, ja. Ja, musst du was davon. Gut. Ist das gut? Gute miteinander. Gute. Ich genieße es sehr, wenn ich etwa mal an den Tisch hocken und fein essen. Und vor allem bei der Schwiegermutter. Also sie hat etwa mal auch ein altes Rezept auf Lager, das ich sehr genieße. Ja, dass man das auch wieder mal so zwischen denen essen kann. Und der Adi jetzt auch noch gerne, wenn wieder erst die Mutti hier kocht. Und wenn ich koche, kannst du auch gerne? Sehr, sehr. Mal. Sehr. Jetzt kann niemand so gut Ravioli kochen wie du. Es ist der letzte Tag, bevor die Landfrauen kommen. Die Brigitte muss noch vorbereiten für das Essen. So. Ja, das ist ein grosser Kabis hier. Aber das ist gut, das ist ein richtiger Kabis für Hafenkabis. Also die grossen, die sind noch besser geeignet als die kleinen, die man sonst im Laden überkommt. Und der tut man jetzt eine Art da grob verschneiden. Da haben wir Südfleisch, das wir brauchen für unsere Vorspeise. Und da habe ich jetzt das Südfleisch kalt abgespült, dann mit Salz und Pfeffer gewürzt, Lorbeerblätter drin und dann tue ich noch von der selber gemachten Bouillon-Paste, Gewürzpaste, tue ich auch noch ein bisschen drin, weil das gibt sehr feinen Geschmack. So wie das Südfleisch für die Vorspeise ist auch das Rindfleisch für den Hauptgang vom eigenen Hof. Ihre Leidenschaft fürs Kochen hat Brigitte erst spät entdeckt. Ich konnte sehr, sehr lange gar nicht kochen. Also, als wir geheiratet haben, konnte ich eigentlich noch gar nicht kochen.
Und dann, ja, nein, ich kann es wirklich nicht kennen. Und in der Bäuerinnenschule habe ich ein bisschen gelernt kochen und noch wirklich Schritt für Schritt. Und habe dann einfach gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Freude macht, zu kochen. Und habe immer wieder frische Sachen ausprobiert. Ja, das habe ich aber zuerst gar nicht gewusst, dass sie da nicht so eine Köchin ist. Ich habe es dann auch gleich gemerkt. Nein, tipptopp. Kennengelernt haben wir unseren Ort im Ausgang. Also wir haben unseren Ort schon lange kennt. Und dann hat er immer gejammert, da käme nie eine Frau über. Und dann habe ich ihm einmal gesagt, als er so wirklich traurig war, ja, im schlimmsten Fall wäre ich ja dann auch noch zu haben. Und dann hat er gesagt, ja. Dann nehme ich sie gerade. Und wir haben den Ort B gewusst, also da kommt der Ort nicht mehr Schleuers. Nachher da müssen wir noch heiraten. Nach 40 Minuten im Pfeiftopf ist das Seidfleisch lind. Und jetzt tue ich da noch Fleischbouillon, gerade vom Südfleisch. Süden hier rein, da gibt es einen feinen Geschmack. Und noch abkühlen, dann wir sich Keller oben stellen und dann wird das Mauern wunderbar. Das Voressen geht in den Keller, aber im Esszimmer ist noch nicht alles parat. Also die Menütafel können wir jetzt einfach hier aufmachen. Jetzt nehme ich das hier weg und dann irgendwie müssen wir jetzt schauen, was wir da die Scharniere antun. Einfach anhaben und dort lassen. Ja, was dort lassen? Du willst es noch gerade schrauben, oder was? Möglichst weit durch. Möglichst weit durch. Ach so? Ja, ja, genau. Aber die Höhe? Die Höhe würde stimmen. Aber du kannst nicht aushängen. Wir müssen ein bisschen weiter rum. Ah ja, wir können ja hier aushängen. Ja. So, jetzt einfach dort. Ja, ich bleibe einfach da. Ja? Du kannst in den Dusche rein. Hast du? Die schöne Wand rein. Da. Aber darfst du schon noch nicht fest dran haben. So, ich tue da gerade so. Hey, halt. Aber wegen dem Steinfass. Hey, wegen dem Steinfass. Weißt du, ich fülle ja das mit Blumen, dann dürfen die Blumen nicht drüber rauskommen. Und wir runter? Ein bisschen runter. Oh. Excusez-moi. Aber sie ist ein praktischer Denker und ich bin der praktische Ausführer. Ja, das hast du jetzt gut gesagt. Hey, das hast du jetzt gut gesagt. Ja, weil schau mal, ich tue ja hier Efeu drin. Und wenn das nur ein bisschen drüber rauskommt, dann geht das nicht. Jetzt haben wir da schöne Löcher. Wenn wir ihn noch anhaben, dann schon etwas geht oder nicht? Hey, das ist super. Liebe Landfrauen, das Menü vom heutigen Abend. Das ist super. Ja, das ist doch gut. Das ist super. Max. Jetzt tun wir den Tisch hier unten, drauf hin. Dann tun wir das Streichelgestell hier durchschieben. Dann wird es irgendwie einfach nicht leichter mit dem Jahr. Ich habe noch einen Spinnhoppen. Warte, ich kann da. Nein, der ist schwer für dich. Schau da unten, ich kann ihn gut heben. Warte mal. Achtung! Da können wir jetzt eben. Da müssen wir jetzt schieben. Ja, da müssen wir jetzt schieben. Der ist extra eingemessen. Noch ein bisschen. Gut. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt schauen wir einmal. Ja, du hast ja das Auge. Ja. Da hinten siehst du halt das Kanapee wieder. Das ist so etwas mit reingestellt. Nein. Du willst jetzt aber nicht das Kanapee ins Kinderzimmer auftragen. Dann machen wir das halt, in Gottes Namen. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ja, zum Fenster raus, aber das ist ja keine Nein, mit dem Gestell da. Du hättest das Gestell gar nie machen. Das wäre noch gut. Wenn das gar nicht da wäre. Nein. Ich könnte mir den aufstellen. Und diesen auch nebenan stellen. Das ist dort hinten noch nichts. Das finde ich eine super Idee. Machen wir das so? Nehmen wir ein bisschen weg. Adrian, kannst du so leben mit dieser Lösung? Mal. Gell, ich sage dir nur immer Adrian, wenn es ernst gilt. Ja, schon eher, ja. Und sonst bist du immer der Adrian.
So, gehen wir rein. In die gute Stube. Das ist schön. Wir haben Platz. Schau mal. Es hat alles zusammen gestummen und dann aber hat man sich vorgestellt, wie kann das ein Esszimmer sein? Also man hat sich dann schon Sachen vorgestellt und nach hinten geschaut, wie ist es und wie könnte es sonst sein, wenn es nicht ein Esstisch ist. So, herzlich willkommen in meinem Handmeierstübli. Und jetzt möchte ich dir dann wissen, was es zu essen gibt. Ich habe das da aufgeschrieben, da hinten. So, liebe Landfrauen, heute zur Vorspeise gibt es einen Südfleischsalat auf Knusperzopf. Dann zum Hauptgang gibt es Hafenkappis mit Rindsvoressen und Lauchgummelstunkis. Und dann zum Dessert gibt es ein Traubentiramisu mit Traubenglace und Schwiegermutterkräpfli. Ich hoffe, dass es euch mundet und dass ihr jetzt richtig fest Hunger habt. Wir freuen uns. Und dann gehe ich jetzt wieder. Ja. Tschüss, viel Spass, gell? Danke, ciao. Adi, Schon bitte? ja, Sirup einschenken, Wein einschenken, nachher. Griti, machen wir den Südfleischsalat? Jawohl. Schon? Ja. Du, jetzt ist es aber butterzartes Südfleisch. Das Hey, ja hast du probiert? Also, und ich habe das Gefühl, das kommt noch so gut. ich bin halt ein bisschen Tüpfelscheisser, ich gebe es zu. Es ist einfach so. Was bei jedem davor. Ich bin ein bisschen Tüpfelscheisser. Der Punkt macht jetzt genau aus, dass es wieder so ist, wie ich will. Sind ja immer so ruhig. Ja. Das ändert dann nach dem Wein. Ja, jetzt wird es ein bisschen lustig. Und Ich mag nicht denken. Ja, es war das erste Mal und wir waren, glaube ich, alle ein bisschen nervös, oder? Alles andere als nervös ist Brigitte. Wenn es ums Dekorieren geht, ist sie in ihrem Element. Heute können wir mit Finesse arbeiten, Griti. Ja. Heute machen wir es fein. Heute tun wir schön fein. Jawohl, das ist so, wenn ich so habe. Das ist gut. Hey, schaust du dort einen steht im Topf? Einfach nur so zur Sicherheit. Ja. Aber weißt du was? Ich gebe nur ein bisschen. Er sollte ein bisschen schlettern. Ich habe ein bisschen Angst, dass er anbrennt. Nein, weil weißt, er ist schön flüssig. Weißt du, weil er nicht plötzlich nichts vergessen, weißt? Ja, und dann schauen wir. Hey, das wird so genial. So schön sind sie mir noch nie geraten. Wir sind so etwas von gut in der Zeit. Eigentlich immer, wenn ich koche, ein richtiges Mise en place. Das muss einfach sein. Das habe ich schon im Bäcker gelernt. Wenn alles gut vorbereitet ist, hast du noch keinen Stress. Und dann geratet es auch. Und dann kannst du es auch geniessen, weil ich möchte den heutigen Abend auch ein bisschen geniessen. Das ist ja wirklich ein Erlebnis. Maizena soll die Sauce noch binden. Jetzt machen wir vielleicht etwas verrückt. Geh noch erst Trockeneis holen. Ich wollte einfach schnell in ein Ding schauen, ob er räuchen. Der Kappis? Ja, ich wollte es einfach schauen. Ich wollte es nur ausprobieren für uns. Komm, geh einfach Ligeli, holen. du hast definitiv zu viel Zeit. Wunderbar, dann tun wir wieder zu. So, gehen wir gut. Vielleicht ist da ein bisschen weniger mehr. Ich würde nicht. Ich würde nicht zu viel. Ja, aber es ist genau das Spezielle. Ja, aber es ist genau das Spezielle. Weißt, ich würde die halbieren. Sie haben sie beim Apero schon gesehen. Ja, aber es geht um alles. Alles oder Nein. nichts. Ja, du bist selber. Ich bin der Chef. Ich würde nicht. Du servierst, was ich dir bringe. Cool. Ich finde es eben wirklich etwas Spezielles. Ja, cool ist sicher, aber ich... Lustig sieht es aus. Und jetzt Nein, es weiss ich ist so nicht. schön. Nein, ich muss es machen. Ich muss es, glaube ich, wirklich machen. Ich würde nicht, Brigitte. Aber du, komm, mach du. Brigitte. Ich finde es auch schon cool. Warte, wenn ich jetzt nur, weißt, ganz ein kleines, nur ein ganz kleines. Schau, nein, also es ist so herzig. Oh, komm, ich mach's. Weißt, nur ganz ein kleines, nur ganz ein kleines. Du wirklich nur ganz ein kleines. Weißt, nur so ein kleines Pfüpferli. Komm jetzt, ein kleines Pfüpferli, jetzt noch immer vertlitten. Ein kleines Pfüpferli. Wir sind ein bisschen crazy. Ohne Pföpfli, aber mit Töpfli gibt es jetzt Vorspeise. Seitfleischsalat auf Knusperzopf. Vorsichtig, einfach vorsichtig. Gut, gell? Gib dir Mühe.
Du kleiner Stinker. Was es jetzt sein könnt ihr ja selber lesen. Jetzt könnt ihr das probieren. Einen guten. Danke. Merci. Einen guten Miteinander. Guten Miteinander. Fein. Hat sich echt auch drin, dass er so frisch im Geschmack ist. Muss noch rein, das Brot. Der Knusperzopf war ein bisschen hart. Mein Messer ist kaum durchgegangen. Aber es ist sehr gut. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr Pfiff können haben, aber es war sehr gut. Den Seitfleischsalat kenne ich ganz anders und sie hat es ganz fein geschnitten. Es ist wirklich lecker. Also es hat mir recht gemundet. Die Landfrauen bewerten bei jedem Gang die Präsentation, den Geschmack, die Kreativität und ob das Essen regional und saisonal ist. So, ich würde dann unsere Bewertungen einsammeln. Ich fahre hier hinten schon. Bis zur Finalsendung bleiben die Ergebnisse unter Verschluss. Ja, kann ich machen. Beim Schöpfen tun wir einfach so Sehr machen. fein jetzt geheissen. Oh! Jetzt gibt's den Hauptgang. Rindfleischvoressen mit Hafenkabis und Lauchgummelstunkis. Perfekt. Lauchgummelstunkis ist nichts anderes als Herdöpfelstock mit Lauch und der muss jetzt dressiert werden. Gut, super. Oh, ist der heiß. Der ist wirklich voll heiß. Und eben, es ist voll heiß hier. Lass dir einfach dort. Weißt, vielleicht muss ich dir eben helfen, dass du dort eingefüllt bekommst, oder nicht? Das geht und dich nicht verbrennst. Das ist so ein richtiger heißer Sack, den ich hier jetzt in den Händen habe. Jawohl, kommen wir auch gerade. Die grösste Herausforderung ist jetzt, dass wir den schön dressieren. Dass richtig die Frauen Freude daran haben. Und sehen, was wir hier eigentlich für eine Arbeit haben. Und dass man sich da die Finger nicht verbrennt, weil der ist wirklich der ist süttig heiß. Die wären zum Schweißen und zum Schmirgeln. Und aber wenn es heiß ist, und jetzt ist es ja heiß. Ja, es ist wirklich heiß gemacht. Da bin ich einmal drauf an und kannst mit dem einzeln gehen. Adi, mit dem kannst du einfach gehen. Mit dem kannst du gehen, Adi. Dieses nehme ich weg. Geht's mit der Tür auf oder muss dir helfen? Der Kai rutscht einfach. Und gewissen Geschmack fein. Oder müssen dicke Händchen führen, hast du so eine Hitze. Die wären dann schon zum Schweißen. Aber das sind neu, ja. Das sind die, die noch nie gebraucht sind. Ja. Kein Problem. Ein bisschen gesüht. Schau, mit diesen zwei kannst du wieder abdübeln. Und was sag ich jetzt? Ja, so einen Kickel haben. Aber wegen der Händchen, nicht wegen dem Eis. Oh. Ah, was? Es sieht nur aus, als wäre es so heiß, eben wegen dem Vielleicht ist es kalt dann. Der Adi hat auch seine Händchen angehabt, die er sonst zum Schweissen anhat. Ich dachte, wow, also, wie wollen wir das essen? Und dann haben wir mal geschaut und das war gar nicht so heiß. Brigitte hat da etwas anderes drin, wo so... Aber es hat super ausgesehen. Also es ist wirklich eine Idee, wo zuerst auf das kommen musst. Ja. Gell? Weiss. Danke. Das ist eine richtige Show. Ja. Ja. Lassen Sie sich schmücken. Danke vielmals. Einen guten zusammen. Ein guter, ja. Der Gummel ist gut. Der Gummel. Ja. Die Hauptspeise hat mich sehr überrascht, eigentlich. Also positiv überrascht. Ich bin jetzt nicht die überaus gerne Herdäpfelstock hat, aber er war wirklich sehr fein. Ich finde es super, dass sie so ein Gericht, also eigentlich ein einfaches Gericht, so auf den Tisch gebracht hat. Das war super. Also, der Lauchgummelstunkis war das 10. Also die Mischung miteinander und auch wie er angerichtet ist, wirklich ganz toll. Sieht also so aus.
Nein, das ist von der Therese, das ist schon gut. Das ist Therese. Das ist Weinfrau. Oh. Das hat niemand ausgegessen. Scheiße. Oh. Hat es noch ein Fleisch drin? Oder das Fleisch rausgegessen und hat sie Kaffee nicht so gerne? Scheiße, ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es super. Ach du Scheiße. Das gibt harte Kritik. Es ist schon ein Portion, weißt du, mit Gummistuhl. Ja, haben wir so viel zu viel geschöpft? Am trockenen Eis liegt das sicher nicht, dass sie es jetzt nicht gegessen haben. Aber es ist brutal viel, was jetzt Retter kommt. Nein, zwei haben gesagt, es sei gut, aber sonst war es nichts. Nicht kein Kommentar. Heavy. Ja, du. Toni, gibst mir ein Geschirr für einen Hund? Dann kann das der Hund um die Katze haben. Sehr fein, super fein. Ich bin nicht so der Typ, der gerne Kabis hat. Der Kabis ist voilà, nicht so mein Ding. Aber ich habe dann das Fleisch rausgefischt, das auch wunderbar war. Nein, ich habe auch nicht alles aufgegessen, aber es war viel. Josi. Titi. Schau, Josi, schau da. Du kannst da haben. Gell, jetzt haben die auch noch etwas, wenn sie nicht ausessen. Gell. Aber jetzt habe ich wirklich langsam Angst, wenn die alles nicht gerne haben. Das Tiramisu hier, das habe ich gestern gemacht. Das schön durchziehen. Und dann dort drinnen hat es ganz normale Tiramisu-Masse mit Löffelbiskuit. Und ich habe noch vom Grossmutterkräpfchen auch noch ein Teil rein. Und das gibt einem ganz guten Geschmack. Hier sind die Schwiegermutterkräpfchen, die wir gefüllt haben mit Traubenschlee. Aber etwas fehlt noch. Hey, der Goldspray. Den Goldspray oben runtergeben. Wo? Oben runter? Dort in diesem Gänterchen musst du schauen. Da oder da innen ist er. Den müssen wir noch haben. Willst du das herzliche Läppchen dort? Ja, das Herz. Warte, jetzt muss ich mal... Jetzt habe ich gerade eine spontane Idee. Wie wäre es denn, wenn ich das Blümchen das da rein würde tun? Das ist dann perfekt, gell? Das ist dann perfekt. Wir haben jetzt extra die Namen so angeordnet, dass der Adi genau weiss, was er servieren muss. Das Blümchen kann man essen. Adi, kannst du schicken. Ist das auch einzeln nehmen? Ja. Zum Dessert gibt es ein Trauben-Tiramisu mit Traubenglasse und Schwiegermutterkräpfli. Okay. Astrid ist eben die von... Die blond. Gut. Und nach die nächste ist Manuela, das stimmt. Und das stimmt so, alles gut. Drauf, gut. Gut, okay. Das ist ja kein Umgekehrter. Danke. Er hat das perfekt gemacht. Er hat das Gefühl, er hat sich auch wohl gefühlt. Ja, du bist Manuel, oder? Ja. Nicht, dass ich dir da noch ein Zeichen muss. Danke. Es war sehr schön angerichtet. Also vor allem noch mit jedem den Namen angeschrieben. Und Mosi hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist schön. Nein, es ist Hammer. Es ist farblich und alles perfekt. Jetzt muss ich schnell zum Nachbar durchjutzen. Trauben-Tiramisu mit Traubenglasse. Und ich wünsche euch einen guten. Danke. So ein persönliches Dessert habe ich noch nie gehabt. Das glänzt auch. Okay. Das ist so Goldpulver oder etwas. Speziell. Es war sehr fein, wirklich leicht, luftig, so erfrischend. Die Trauben hätte ich noch ein bisschen mehr rausschmecken. Sensationell. Ich bin natürlich jemand, der sehr gerne Dessert hat, sehr gerne Süßes hat. Für mich ist das Tiramisu hat für mich wirklich oben ausgeschwungen. Die Messlatte, würde ich sagen, ist hochgesetzt. Oh, Kaffee! Oh. Das brodelt. Das sind Chips. So. Jetzt haben wir uns, glaube ich, einen Schnaps verdient. Hey, Prost miteinander! Hey, Prost! Für mich sind immer zwei. Du hast es aber auch verdient.
Nächste Woche reisen die Landfrauen zur Astrid Murpf ins luzernische Entlebuch.